Ja, genau. Hey, so eine coole Geschichte, die wir aus der Bibel werden anschauen. Aber ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben. Und zwar aus den Ferien letzten Herbst. Wir sind dort als Familie mit Bucheck in die Gemeindeferien gegangen, in Italien. Und das war eine wunderbare Woche. Und wir haben Halbpension gezahlt dort. Das heisst, wir haben das Morgen und die Nacht können im Hotel essen. Und es war so richtig so ein tolles Buffet. Also, italienisches Morgenbuffet ist jetzt vielleicht nicht so meins, es ist sehr süß. Es hat so halbe so gefüllte Gipfel mit Confit und Nutella und die andere Hälfte war ein Kuchenbuffet. Ist jetzt nicht das Morgen, das ich so gerne esse, aber die Nacht. Oh, Antipasti-Buffet, frischer Fisch, alles, was du dir vorstellen kannst, Risotto, Pasta, Tiramisu, Lasagne, Pizza, einfach das Beste von der italienischen Küche. Richtig, richtig toll. Und meine Mann und ich haben das natürlich sehr genossen. Unsere Kinder hingegen, die haben nur ganz einen beschränkten Teil vom Buffet genossen. Sie haben jeden Morgen ein Nutella-Töstchen gegessen und jeden Abend Nüdeli, ohne Sauce oftmals. Wer ist auch gerade in der Phase, Kinder essen Nudeln ohne Sauce? Kennt das irgendwelche Mamis? Es ist eine Phase. Sie geht dann meistens auch wieder vorbei irgendwann, aber ja, man kann sich das fast nicht vorstellen, wie man sich das geben will. Aber ja, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann ist ein Kollege von uns ist so zu uns gesessen und hat so gesagt, wisst ihr, wie viel wir gezahlt haben für die Kinder, für die Halbpension? Und er hat Kinder im gleichen Alter, die auch genau gleich essen. Und dann hat er uns das so gesagt, und ich weiss nicht mehr den genauen Betrag, aber das Warenwert, den unsere Kinder gegessen haben, ist wahrscheinlich unter 5 € pro Tag gewesen. Und wir haben sicher ein Vielfaches von dem gezahlt für die Halbpension pro Tag. Und ja, die Kosten haben so ein bisschen hoch gewirkt, für das, was nachher ein Kind isst. Aber das war ja wie nicht das Einzige, was wir für das Geld bekommen haben. Und ich liebe es, für meine Familie zu kochen. Ich liebe es, wenn wir als Familie zusammen essen können. Das finde ich wunderschön. Das ist etwas, was uns auch als Familie wichtig ist. Das Aufräumen nachher, so 3-mal Staubsaugen am Tag, nach jedem Essen, alle Reiskörnchen und Brösmeli und Nüdeli, die runtergefallen sind, wieder zusammensammeln. Das ist jetzt nicht mein Lieblings. Wer weiss, wenn der Nico rum ist, tut meistens sehr Küche machen, was ich sehr schätze. Aber ja, das ist jetzt nicht mein Favorit zum Machen so. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich jeden Tag von dem Buffet oder von dem Tisch, den wir gegessen haben, bin ich aufgestanden, habe so zurückgeschaut auf den Tisch und habe gedacht, wow, jetzt muss ich das einfach nicht abräumen. Jetzt muss ich die Tischtücher nicht waschen. Ich muss nicht unter dem Tisch alle Pasta, irgendwie Lasagne-Stückchen noch aufwischen und saugen und das sind Ferien für eine Mami. Und da einfach einmal ein Shoutout zu allen Mamis, speziell von kleinen Kindern, die noch so essen, dass man nachher wirklich putzen muss. Danke vielmals für den Aufwand, den ihr jeden Tag macht, den ihr investiert in eure Familie mit der Konsistenz. Mir ist das absolut bewusst, dass es nicht nur die Frauen sind, die alles machen, sondern dass die Männer mega fest mithelfen. Aber weil Muttertag ist, heute sage ich den Frauen ganz speziell Danke, ihr macht einen mega wertvollen Job. Die Heim, ja. Hey, ja, und die Kosten für die Halbpension, für die Kinder, die haben so gross ausgesehen. Aber der Gewinn, den wir als Familie dort rausgenommen haben, der war so gross gewesen, dass er den Warenwert bei weitem überstiegen hat. Eben das können weglaufen vom Tisch und direkt irgendwo hingehen, nicht müssen abwaschen jeden Tag. Das war mega viel wert für uns in diesem Moment. Und genau um das geht es heute. Manchmal schauen wir nämlich das Leben mit Jesus auch so an und wir fangen so an, Kosten anschauen, wie viel kostet es uns. Und wir haben das Gefühl, es kostet zu viel. Hey, aber der Gewinn, den wir machen, mit dem Leben mit Jesus, wenn wir zusammen leben, der ist so viel grösser, als wir es uns je vorstellen können. Und das möchte ich heute mit euch anschauen. Und für das schauen wir eben die Geschichte im Lukas 5 an, gerade in den Anfangsversen. Und dort ist eigentlich, man kennt die Geschichte so ein bisschen als Berufungsgeschichte von Petrus. Dort hat er noch Simon geheißen, weil Jesus hat ihm noch nicht gesagt, du bist jetzt der Petrus. Und der Simon war ein Fischer am See Genezareth und jetzt kommt eben Jesus vorbei. Und dort starten wir in diese Geschichte hinein.
Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer 2 leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Also die Fischer, die dort gerade am Netzputzen waren, die haben ziemlich sicher genau gewusst, wer da kommt. Die haben schon von dem Jesus gehört, der war schon ein Weile um den See Genezareth unterwegs und hat Wunder getan und hat predigt. Und ich glaube, der Simon hat so einen gewissen Respekt und auch ein Interesse gehabt. Krass, der Prediger, der Bekannte, der kommt da und der wird noch in mein Boot sitzen. Und ich glaube nicht, dass er sich lange überlegt hat, ob er den rausfahren soll oder nicht. Er denkt, ja, sicher, irgendwo, das ist ja eine Ehre. Und er hat ihn ja im Boot gehabt, das heisst, er hat ihn so aus nächster Nähe, er lebt sicher am besten von allen, hat er ihn gehört predigen, das ist ja super. Aber, dann lesen wir weiter. Anschließend sagte Jesus zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Jungs müde waren. Die ganze Nacht haben sie gearbeitet und nichts gefangen. Und jetzt möchte Jesus, dass sie die frisch gewaschenen Netz nochmal auswerfen und alles nochmal dreckig machen, die ganze Arbeit nochmal von vorne. Ich hätte wahrscheinlich so gedacht, Bro, du bist Zimmermann und Prediger, ich bin der Fischer. Du machst deinen Job, ich mache meinen Job, sag mir nicht, was ich zu tun habe. Aber der Simon hat ganz anders reagiert. Er hat Jesus mit Herr angesprochen. Und Herr, das Wort, wo Herr ist da, das bedeutet so viel wie Chef oder auch Befehlshaber oder Führer. Und obwohl der Simon sagt, hey, weil du es sagst, will ich es machen, ist das nicht von einem militärischen Gehorsam. Also ja, ich muss einfach machen, was der Chef sagt, dreht, sondern es ist ein vertrauensvoller Gehorsam. Weil ich dir vertraue, mache ich, was du sagst. Weil ich erlebt habe, dich und gehört habe, tue ich dir gehorsam sein. Und dann lassen wir weiter. Sie warfen also ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeitet. Ja, der Simon ist sich in dem Moment so bewusst worden, Gott ist präsent. Er sieht die 2 vollen Fische und denkt, krass, das muss Gottes Wirken sein, das ist Gottes Wirken. Und als Jude hat er gewusst, wer Gott gesehen hat, der muss sterben. Das ist ein Gesetz aus der Bibel. Und er hat gesagt, geh weg von mir, ich kann dich nicht sehen. Du bist heilig, du bist Gott und ich möchte nicht sterben für deine Heiligkeit. Darum sagt er hat nicht wollen, dass Jesus weggeht per se, aber er war so erfüllt ab dem Wirken Gottes, so erfüllt mit Ehrfurcht vor Gott. Er gewusst, das ist ein göttlicher Moment da. Und wie reagiert Jesus auf das? Und das ist so wunderschön. Er sagt, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Und sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Also Jesus begegnet am Simon nicht als ferner, heiliger Gott. Hab keine Angst. Sondern er sagt, hey, hab keine Angst. Und das ist nicht, du musst keine Angst haben vor mir, sondern hab keine Angst, mir näher zu sein.
du musst keine Angst haben, mit mir zusammen zu sein. Und das war so eine Einladung zur Beziehung mit Jesus. Und dann spricht Jesus sogar noch eine Berufung über den Simon aus, eine Berufung, die er versteht als Fischer. Er sagt, hey, ich möchte, dass du nicht mehr Fisch fischst, sondern ich möchte, dass du jetzt Menschen fischst. Und zwar Menschen fischst zum Leben mit mir. Die Fische, die sterben ja, wenn man sie fischt. Aber die Menschen, die du fischen wirst, die werden leben, weil sie mich finden. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und der Simon, sowie auch die anderen Fischer, der Jakobus, der Johannes und der Andreas, der Brüder von Simon, die haben sich alle sofort entschieden, Jesus nachher nachzufolgen. Hey, die Geschichte ist so unglaublich reichhaltig und so wunderschön. Ich bin immer wieder so begeistert, wie viel dass wir lernen können aus diesen Geschichten in der Bibel. Und ich glaube, der Schluss von dieser Geschichte ist mega entscheidend. Sie haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen und haben ein abenteuerliches und erfülltes Leben mit Jesus nachher gehabt. Das lesen wir in der Bibel, nachher in den Geschichten, die folgen im Evangelium, in den Evangelien. Ja, so ein volles Ja zu Jesus, es klingt so einfach. Ja, Jesus, ich folge dir nach. Aber wenn wir nachher überlegen, wie das in unserem Alltag aussieht, ist es doch recht herausfordernd. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Jesus auch polarisiert, weil er so unser volles Ja will. Und das wollen wir ein bisschen genauer anschauen miteinander. Weil ich glaube, Jesus möchte unser volles Ja. Einerseits, dass er das Steuer in unserem Leben übernehmen kann. Und Jesus möchte das volle Ja, indem dass wir seine Gnade annehmen. Ja, was bedeutet das? Unser volles Ja zu Jesus kostet uns, dass wir ihm das Steuer von unserem Leben übergeben. Dass er am Steuer sein darf. Wenn wir nochmal an den Anfang dieser Geschichte zurückgehen, der Simon hat Jesus ja mega breitwillig in sein Boot aufgenommen. Vielleicht hat er dann noch ein bisschen die anderen Netze waschen lassen und musste mit dem Bötchen rausfahren mit Jesus. Das war eine gute Pause. Aber hey, es ist ja schön, Jesus näher zu haben, Jesus in meinem Bötchen zu haben. Und ich glaube, viele Leute finden das auch noch easy. Ja, mal ein Buch über Jesus lesen. Weisst, ich habe da mal eine Geschichte gelesen. Es gibt ja auch viele so Viertagschristen. An Weihnachten und an Ostern geht man in die Kirche. Da hört man ein bisschen von Jesus Liebe und von seiner Gnade. Das tut noch gut. Und nachher ist es dann auch wieder gut für ein paar Monate. Aber so ein bisschen Nähe zu Jesus haben, finden wir eigentlich noch nice. Viele Menschen haben so ein halbes Ja zu Jesus. Aber der Simon ist plötzlich mit mehr konfrontiert worden wie nur Nähe. Es ist eine Aufforderung gekommen. Gang raus, wirf die Netz aus. Und obwohl er müde war und nichts für den Fang gesprochen hat, es ist helllichter Tag, da fängt man nichts, ist der Simon Jesus gehorsam gewesen. Der Simon hat gewusst, in diesem Boot ist jetzt Jesus der Chef. Und ich mache, was er sagt. Und wir hätten oft gerne einen Kompromiss, oder? So ein bisschen Nähe zu Gott, aber gleich noch ein bisschen Steuer, wo ich eben, ja, Jesus, natürlich darfst du in mein Bötchen hineinsitzen. Ich tue dich gerne in meinem Bötchen ein bisschen umfahren, dort, wo ich es noch schön finde. Ich weiss noch mega genau, wo Jesus mich gerufen hat, oder ich so gespürt habe, Gott ruft mich zum Pastorin werden. Ich hatte Panik. Ich habe erst gerade mit meinem BWL-Studium angefangen. Es ist literally, ich habe im September angefangen, im Oktober ist das passiert. Ich war seit dem August mit dem Nico zusammen. Mein Leben war super. Es war alles aufgeleistet. The future is bright. Und nachher kommt Jesus und tut so meine ganzen Pläne über den Haufen rühren. Habe ich das toll gefunden? Überhaupt nicht. Das hat mir Angst gemacht. Aber ich habe gemerkt, hey, ja, ich habe mich entschieden, dass Jesus Steuer haben in meinem Leben. Und ich muss jetzt Ja sagen zu dem. Ich muss jetzt gehorsam sein. Und Gott war so gut in dem ganzen Innen nachher. Und das ist so ein grosses Ding, oder? Meine ganzen Lebenspläne über den Haufen werfen. Aber wir haben ja oft schon im Alltag, in den kleinsten Sachen, manchmal Mühe, Jesus als Steuer zu lassen.
in einem Gespräch, wo Jesus uns reinsteuert, wo so die Steilvorlage, um jetzt von ihm zu erzählen oder für jemanden zu beten. Und wir sind so, get me out of here. Ich möchte nicht, wo es uns schwerfällt, das dann zu nutzen und unseren Glauben zu teilen. Oder wie oft bin ich schon über den Bucheckplatz gelaufen und hatte den wilden Eindruck gehabt, ich sollte jetzt für jemanden beten oder mit jemandem reden. Und ich bin so, nein Jesus, jetzt habe ich keine Zeit. Ich habe einen Plan, ich muss eben am 8 Uhr da sein für das Gebet mit den Pastoren. Und ich habe mich daraus rausgezogen. Weil ich steuere, jetzt steuern wir lieber in die Richtung. Oder manchmal wissen wir doch genau, was gut ist, was jetzt richtig wäre. Aber wir nehmen das Steuer lieber selber, weil wenn wir Jesus das Steuer geben würden, dann müssten wir ja etwas ändern. Und was wir im Moment oft nicht sehen, ist, dass die Kosten, Jesus als Steuer zu lassen, in keinem Verhältnis stehen, zum zu sagen, Jesus am Steuer zu haben. Denken wir an die Geschichte zurück. 2 volle Boote mit Fisch. 2 Boote, die fast sinken, weil sie so voll sind, stehen in keinem Verhältnis zu ein bisschen Müdigkeit und sauberen Netz. In keinem Verhältnis. Und ich merke, das hat mich so berührt, Gott ist so grosszügig. Ich liebe es. Ich finde, er übertreibt manchmal richtig, oder? Wahrscheinlich hätte Simon 20 Fische fangen und er hätte es schon voll das Wunder gefunden, weil am helllichten Tag fängt man eigentlich nichts. Aber Gott schenkt ihm 2 volle Boote. Jesus hat nicht einfach Wein gemacht an der Hochzeit von Kanaan. Er hat den besten Wein gemacht, den sie an dem ganzen Wochenende getrunken haben. Jesus hätte auch einfach das Boot, wo die Jünger drin waren, sicher durch den Sturm ans Ufer fahren. Aber nein, er hat den Sturm still gemacht und nachher das Bötchen ans Ufer gefahren. Und mein absolutes Lieblingsbeispiel von Gottes Grosszügigkeit, oder wie er es eben übertreibt, ist das Volk Israel vor dem Meer. Jesus hätte ja auch ein bisschen Schwemmholz, oder Gott hätte ein bisschen Schwemmholz zur Verfügung stellen, dass sie hätten ein Boot bauen oder ein Floss oder von mir aus jeder nimmt einen Ast und schwimmt mit dem über. Aber nein, er teilt das Meer. Wie grossartig das Bild. Ich lasse euch da durchlaufen. Ich bin so mächtig. Ich kann das sagen, die Macht für euch machen. Ich habe so viel mehr für euch parat, als ihr euch vorstellen könnt. Ja, wie gut ist er? Halleluja. Das ist der Gott, wo wir das Steuer von unserem Leben übergeben. Das ist der Gott, wo wir vertrauen dürfen, dass er uns sicher führt. Das ist so, so, so gut. Jesus, der die Macht hat, sogar Tote lebendig zu machen. Oh, was für ein Privileg. Und der Simon hat genau gewusst, ja, Jesus ist gut. Ein paar Tage vorher hat Jesus am Simon seine Schwiegermutter geheilt. Und er hat gewusst, das ist Gott. Der kann mehr tun und dem bin ich gern gehorsam. Die Frage ist, vertrauen wir ihm, dass er wirklich gut ist, dass er wirklich den Segen für uns parat hat, dass es besser ist, ihn am Steuer zu haben, wie selber zu steuern. Wenn du ihm das Steuer von deinem Leben gibst, dann kostet das etwas. Es ist das volle Ja, um Jesus am Steuer zu haben. Aber das Segen, wo wir durch das bekommen, ein Leben mit ihm, wo er uns sicher führt in seiner Weisheit, das ist etwas unglaublich Wertvolles. Und das zweite volle Ja, das wir geben müssen und wo uns etwas kostet, ist, dass wir seine Gnade annehmen. Ja, der Simon hat so Gottes Macht erlebt mit dem Fischfang. Und er hat sich selber plötzlich in einem ganz anderen Licht gesehen. Krass, du bist Gott und ich bin so fest nicht. Er sagt, gang weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, Jesus ist Gott. Er ist perfekt, ohne Fehler, ohne etwas Schlechtes. Und trotzdem scheucht er den Menschen nicht weg von sich, sondern er sagt, hey, ich lade dich ein in eine Beziehung mit mir.
Und die Einladung in die Beziehung zu ihm, die steht bis heute für jeden von uns offen. Unsere Sünde, der Fakt, dass wir lieber unser Bötchen selber steuern wollen, die trennt uns von Gott. Dass wir das Gefühl haben, wir können es selber auch gut. Es trennt uns von Gott. Und Jesus hat genau für diese Schuld, dass wir eben selber wollen, hat er gezahlt mit seinem Tod am Kreuz und hat den Weg frei gemacht, dass die Beziehung zu Gott wieder möglich ist. Und wir dürfen das einfach annehmen als ein Geschenk. Das ist eine unglaubliche Gnade. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die Jesus respektieren. Ja, sogar im Islam ist Jesus ein respektierter Prophet. Aber Jesus ist nicht nur ein Prophet. Er ist nicht nur ein guter Mensch. Jesus ist der Erlöser von dieser Welt. Er ist der einzige Weg zu Gott. Ja, er sagt über sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und das ist das, was polarisiert. Das ist das, was unsere Welt nicht hören will. Jesus als ein guter Mensch, kein Problem. Jesus als der einzige Weg, grosses Problem. Das ist so der Tenor in unserer Gesellschaft. Wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir nicht selber ein gutes Leben leben könnten. Dass wir nicht selber genug gut sein könnten, um würdig zu sein. Aber Jesus steht vor dem Simon, wie auch von dir und von mir. Und er ladet uns ein, hey, du musst keine Angst haben. Ich lade dich ein in ein Leben mit mir. Ein Leben an meiner Seite. Das volle Ja zu Jesus kostet uns unseren Stolz. Weil wir müssen uns eingestehen, dass wir es nicht allein schaffen. Dass wir Jesus brauchen. Jesus, der alles für uns gegeben hat, der gezahlt hat, weil wir es nicht allein können. Und wir können die Gnade annehmen, indem wir ganz einfaches Gebet beten und Gott um Vergebung bitten, dass wir unsere Steuer selber heben wollen und das auch gemacht haben. Und dass wir ihm ganz bewusst auch das Steuer übergeben. Das kannst du in 2, 3 Sätzen Gott so sagen und ihn einladen oder ihm eine Antwort geben auf die Einladung, die er dir ausspricht. Hey, und die Folge von dem Annehmen, von dieser Gnade, die ist gewaltig. Du bekommst Frieden mit Gott. Römer 5,1. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott, eine wiederhergestellte Beziehung. Und du bekommst einen Neustart. Und manchmal ist doch ein Neustart genau das, was wir brauchen. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Hey, dies volle Ja zu Jesus bedeutet, zuzugeben, dass du Gnade brauchst. Den Stolz zu zahlen und das volle Ja Jesus zu geben. Und Gott gibt dir die Gnade so gern. Amen. Hey, der Simon und seine Freunde, sie haben das volle Ja Jesus gegeben. Weil sie haben gewusst, der Mann, der ist Gottes Sohn. Der ist so gut, obwohl er Gott ist. Und er ladet uns ein, mit ihm zu sein. Er ist so gnädig. Dem wollen wir uns ein Ja geben. Und wir möchten ihm gehorchen. Und wir werden den Segen aus diesem Gehorsam sehen. Und so sind sie mit ihm gegangen. Sie haben 2 Boote voller Fisch gehabt. Sie hätten mit dem viel Geld machen können. Ihre Familie ernähren über eine lange Zeit. Und sie haben alles einfach zurückgelassen, um Jesus nachfolgen. Warum machen sie so etwas? Es ist nicht, weil die Fische plötzlich nicht mehr wichtig gewesen wären oder schlecht. Es war auch nicht, dass Arbeit als Fischer etwas Schlechtes ist. Es ist, weil sie verstanden haben, da ist jemand vor uns, der mehr ist als alles, was wir festheben könnten in diesem Moment. Er ist mehr als alles, was wir irgendwo festheben könnten. Und Nachfolge bedeutet genau das. Es ist nicht so ein halbes Jahr, à la,
ich hätte schon noch schön, Jesus so ein bisschen in meinem Leben zu haben oder so ein bisschen Jesus finde ich toll, sondern ein volles Ja bedeutet, ich richte mein ganzes Leben nach Jesus aus. Der Simon hat nicht nur ein Wunder erlebt. Er hat nicht nur gesagt, wow, Jesus ist so beeindruckend, krass. Er hat sein Leben neu ausgerichtet. Er ist aufgestanden und er ist losgegangen und Jesus nachgefolgt. Er ist aus dem Beobachtermodus raus in eine Nachfolge hineingekommen. Nachfolge ist genau das. Es ist nicht ein Gefühl, ich bin beeindruckt, wow. Es ist eine Bewegung. Ich bewege mich. Ich bewege mich, dir ähnlicher zu werden, Jesus. Ich bewege mich auf deinem Weg, wo du gehst, wo du mich steuerst. Das ist Nachfolge. Vielleicht ist dein Boot heute voll. Vielleicht läuft dein Leben super. Und ich glaube, es ist wirklich eine Message auch für uns als Schweizer, weil wir haben so vieles, wo wir uns festhalten daran, wo es irgendwo Sicherheit gibt. Vielleicht fühlst du dich sicher in deinem Leben, an einem guten Ort. Die Fischer, die haben nichts Schlechtes zurücklassen, aber sie haben etwas Gutes zurückgelassen für etwas Besseres. Und genau da liegt doch die Herausforderung für uns. Weil Jesus ruft uns nicht nur in seine Nähe. Er ruft uns auf den Weg mit ihm. In die Nachfolge. Nicht nur komm und lass mir zu, sondern komm und gang mit mir. Und diese Einladung, die gilt für uns bis heute. Jesus steht da und er sagt, komm und lauf mit mir. Komm auf den Weg mit mir. Komm und folg mir nach. Und vielleicht siehst du heute vor allem die Kosten. Was es dich kostet, Jesus zu vertrauen. Was es dich kostet, die Steuer abzugeben. Die Kontrolle abzugeben. Irgendwo ins unbekannte Gewässer zu fahren. Was es dich kostet, einen nächsten Schritt zu gehen. Die Fischer haben auch an diesem Tag die Kosten gesehen. Sie haben gesehen, 2 volle Boote, Fisch, Sicherheit, Zukunft, Einkommen. Aber sie haben alles zurückgegeben. Sie haben den Fang von ihrem Leben zurückgelassen und sind Jesus nachgelaufen, weil sie gewusst haben, der Gewinn von dem Leben mit Jesus in seiner Nachfolge, der ist einfach grösser als alles, was wir da haben. Und er verspricht uns nicht ein Leben, das einfach wird oder das perfekt ist. Aber es ist trotzdem mit Gott, mit dem Gott, der alles kann, ist es das beste Leben, das wir uns je vorstellen könnten und das wir je haben könnten. Und weisst, du musst nicht alles machen heute. Du musst nicht alles jetzt ändern. Aber es geht darum, dass wir einen Schritt machen. Uns fangen an, vom Gefühl weg in Bewegung zu setzen. Einen nächsten Schritt machen. Vielleicht ist es für dich heute dran, dass du sagst, ja Jesus, ich gebe dir Steuer. In dem Bereich von meinem Leben, wo du bis jetzt noch nichts Steuer gehabt hast. Wo ich es gerne immer wieder ein bisschen korrigiert habe. Vielleicht ist es daran, dass du ihn fragst, hey, wohin möchtest du mich steuern? Wohin möchtest du mich führen? Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du das erste Mal überhaupt einen Schritt auf Jesus zumachst und sagst, ja Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, ich kann es nicht alleine. Oder vielleicht ist dein nächster Schritt einfach, dass du anfängst, die Hoffnung zu teilen. Von dem grossen Gott, von dem herrlichen, meerteilenden, sturmstillenden, Wasser zu Wein verwandelnden Gott erzählst. Der Gott, der Segen im Überfluss geben kann, der alles verändern kann. Die Hoffnung, die du ihm hast, dass du die anfängst zu teilen. Und Menschen anfängst ins Leben mit ihm hineinfischen. Egal wo du stehst, die Einladung von Jesus heute ist genau die gleiche. Komm und folg mir nach. Komm mit mir. Setz dich in Bewegung. Und die Frage ist wirklich, wo heben wir noch fest? Wo sind wir
bereit, heute unser volles Ja Jesus zu geben. Weil am Ende, glaube ich, ein halbes Jahr Ja bringt wenig, ein volles Ja verändert alles. Und ich möchte uns ermutigen, heute das volle Ja, Jesus, vielleicht einfach auch ganz erneut zu geben. Ja, übernimm du mein Steuer. Ja, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade und ich nehme sie an für mich.